Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag Caroline. Dag lief Lückschott zu Hus und unterwegs. Schön, dass er da sieht. Jetzt han ich dat gesagt, wie ich es Luther gesagt hat, han zu Hus und unterwegs. Das ist, weil wir uns so gedacht haben, der ein auf andere hört, der Podcast, wann er vielleicht im Auto fahren date oder mit den Knöpfchen im Ohr im Busch unterwegs ist beim Joggen. Und diesmal ist es ja verhaftig, eine Jode rund unterwegs zu sein. Wir sind in der Adventszeit und da ist der ein auf andere doch unterwegs für Geschenke zu kaufen. Also wie ich dich kenne, lief Caroline, hast du das sicher als alles im Haus sortiert? Ja, das meiste. Also ich weiß nicht, wie man so jetzt parat kriegen kann. Ich finde das ja nicht so schwierig. Also im Sommer, wenn wir unterwegs sind und ich sind irgendwie, da denke ich, ach, das könnte dem oder dem gefallen, das könnte schön ein Buch oder schön ander Geschenk sein, dann kann ich das kaufen und habe eine kleine Vorrat und das ist dann viel leichter und nicht so viel Stress. Wenn man so früher dran ist es ja auch viel leichter. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn man jetzt irgendetwas mit Fotos machen möchte. Ein Tasse mit dem Bildchen vom Enkelchen drauf für die Groß oder eine schöne Kalender für eine Freund oder eine Freundin. Da muss man sich jetzt auf eine lange Schlange einstellen. Wenn man das besser planen date und das vorher date, da hat man kein Problem. Und auch ein Paket, was man sich schicken lässt, ist leichter zu kriegen, wie jetzt, wo man dann lang warten muss. Ja, und wenn du das alles so schon jetzt geknuft hast für den Christuszeit, kann man mit dir auch ganz entspannt über der Weihnachtsmarkt so ganz ohne Stress, dass dir jetzt noch Ideen kommen möchte für die Geschenke. Das haben wir dann allens gespart. Manchmal fängt man ja doch noch jetzt. Aber wirklich, was du sagst über der Weihnachtsmarkt, das ist jetzt ganz Finges, für allem hier in Köln. Ja, es kann richtig genüsslich sein. Das fängt beim Döff an. Ne Löwing. Und de Kusteie. Ohne so viel andere leckere Sachen dabei. Also es gibt für ein Beispiel so einen riesen Pann mit Pilze. Oder für die noch jetzt mit Fleisch essen wollen, jedes Würstchen. Also ich freue mich, Luther, ob die Riefkochen mit Apfelkompott. Die kann man doch das ganze Jahr essen, die Kusteie nicht. Du siehst es. Aber mit dem Blick auf den Dom schmecken die Riefkochen ganz besonders gut. Und wann dann noch die Musik dabei kommt? Naja, es geht. Das ist schön und auch wieder nicht schön. Also eine Lautsprecher ist lauter wie der andere. Also da kannst du unter Umständen hören, hey, wie die Tochter Zioni spielt und drüber sind die Jingle Bells dran. Und das ganze Durcheinander, das ist mit keinem Spaß mehr. Für allem nicht für Menschen mit Horcheräte. Also für alle Glück ist das eine Grund, wieso so weniger in der Herren, weil sie ein höheres Gerät haben, was alle möglichen Kram abnimmt, aber das ist wieder ein gutes Durcheinander. Also die Musik ist ein Grund, dass man nicht so gehen, als alle Menschen dahin geht. Und dann die Glück, die sich mit Löwing aufgefüllt haben und lauter sind wie die Musik drumherum und nur anfangen zu grölen. Und natürlich die Masse von Menschen. Gut, ich gebe es so, ich bin auch dann einer von denen. Ja, das stimmt wahrhaftig. Also für die Aale und für die Lück mit dem Kinderwagen auf Rollstuhl oder für die kleinen Pute ist es anstrengend. Und besonders voll ist es ja um Weihnachtsmarkt der Herzen, wie es so ob Hudütsch heißt, also der direkt am Dom. Da ist es meistens arg voll. Das Jod, das muss ich doch nicht verlaufen kann. Wie meinst du das dann, nicht verlaufen kann? Ja, es geht Luther im Kreise rum. Es geht kein kleines Sträußchen aus den Büchern.
Und man kann leicht ausmachen, wo man sich treffen tät, wenn man sich aus dem Auge verloren hat. Sagen wir für ein Beispiel am Domforum. Da liedet sich leicht, das lied sich leicht finden. Also der Weihnachtsmarkt am Dom mit seinem Lichterzelt, der ist so schön. Und der große Tannenbaum, der sie dann auch haben. Und das alles für die Kulisse von dem herrlichen Dom. Also da können einem glatt die Tränen kommen. Ich bin da Luther hin und her gerissen. Wie du siehst, es ist so schön, alles mit der Kulisse von unserem Dom. Das ist wahrhaftig toll. Aber es ist auch leider der erste Weihnachtsmarkt, wo sie all herjon, die am Hauptbahnhof ankommen. Es ist voll und es sind erg viel Spitzbauer unterwegs, habe ich gelesen, und das löwen ich direkt. Ja, das stimmt leider. Man soll auch nur wenig Geld mitnehmen. Nee, dann kannst du ja nichts kaufen. Ja, also so wenig Geld noch wieder nicht. Aber man muss aufpassen. Und die Nüssele und andere Sachen, die einem wert sind, eng am Lief tragen. Wenn möglich, ein Handtuch über den Kopf und quer über die Schulter, so wie du das mäß zeichnest. Ach so, können wir ja jetzt nicht sehen. Jetzt machen wir aber den Pottglauflück schon nicht bang. Und dass man manchmal jetzt in der Löwing geschott kriegt, wenn man nicht aufpassen tät, das sagen wir auch nur ganz gut. Ja, erst gut. Also am Weihnachtsmarkt von der Heizemänner, am Aldermarkt, ist es ruhiger. Und man sieht, der Dom von Fans doch noch, wer es sein will. Und der Altstadt ist auch, jetzt gut, und der Altstadt ist auch fußläufig zu erreichen, wie sie schrieben. Boah, das ist in der Reiseprospekte. Da steht auch Luther drin, dass man schlendern date durch die Stadt und bummele. Und dass man auch dann und dann selbst bestimmen kann, was man date. Zeit zur freien Verfügung. Das date man ja meistens, wenigstens in seiner Freizeit. Aber das fußläufig ist doch jetzt das Bekloppteste, was man sich vorstellen kann. Läufig ist doch eine Hündin, die rösig ist. Was ist dann fußläufig? Einer, der Schweißfüße hat und damit den Lück verführen kann. Ach, ja, mal besser wieder am Weihnachtsmarkt ohne die jückige Füße. Also der Weihnachtsmarkt am Heumarkt und der am Aldermarkt, die gehören ja zusammen. Der am Heumarkt hat die dolle Bahn für Schlittschuh zu laufen. Ah, das ist schön. Wenn ich nicht inzwischen ein bisschen erg wackelig wäre, tät ich da direkt hingaste und Schlittschuh laufen. Also so eine Pottklav hat doch sin Grenze. Es ist schade, dass ihr das nicht sehen könnt, wie der Hermann Hesing Pirouette zeigt. Also nochens, der Aldermarkt mit der Hezemenschen hat einen ganz eigenen Charakter. Da jedet 11 Sträußchen mit Namen, die einem direkt rüberdöhe, was das da jed. Ein Handwerkerjas, ein Naschjas, ein Spielzeugjas und so weiter. Es ist alles so fing verdräumt. Ein Karussell mit Peter aus dem 19. Jahrhundert, jedes auch da. Bist du da als Bütscher alt drüber gefahren? Nee. Wo das Karussell in meiner Putezig abgebaut war, weiß ich nicht. Ne Weihnachtsmarkt, ja, für die meiner Putezig auch nicht. In meiner Putezig, ja, wird hier auch keine Weihnachtsmarkt. Das ist komisch. Der Reiseveranstalter schrieb Luther, der Weihnachtsmarkt hat in Köln all Tradition. Ja, das ist ein bisschen Strunz. Woanders sind die berühmten Weihnachtsmärkte doch viel älter. Fällt mir schwer, aber in Dresden, ja, wird einer aus dem 15. Jahrhundert. Der den meisten kennen, ist der in Nürnberg. Ja, der Christkindlesmarkt. Genau der. Der jedes Jahr hat sich 1600 Beefendeckel. Die haben so ja ein eigenes Christkind.
was alle 2 Jahre neu gewählt wird. War denn ne Quatsch? Dat Christkind küt doch vom Himmel. Das ist hier in Köln so. Und man südet nicht. Und kann es ich recht nicht wählen, dann kann man viel Fantasie entwickeln. Hier jedet kein Christkind, es jed Engele Nümat. Jetzt kommen wir durcheinander. Wir waren doch gerade dran mit dem Anfang vom Weihnachtsmarkt in Köln. Und warum der alt ist oder nicht alt ist. Ja, das stimmt. Also früher, wie sie die Weihnachtsmärkte aufgehalten haben, war das, damit die Menschen ein Feuerrad für den Winter einkaufen konnten. Und jetzt zu müffeln und zu süffeln für den Christtag hatte. Geschenke, dazu das sich auch nicht das Christkind bringen, aber der Sinterklaas. Das mit den Geschenken und dem Glühwein Weihnachtsmarkt, das jahret ich später. Wir hatten ja auch das Feuerbösch in der Nähe für jetzt vom Feld zu kaufen. Du siehst es. Der erste Weihnachtsmarkt, jahret hier hört sich komisch an, 1820. Das ist ja so, wir sind im Feuerlich erg spät. Du siehst es. Und es hat nicht lang gedauert. Nee, sie hatten ja auch Probleme mit dem elektrischen Licht. Jeckendietz, ich meine jetzt die Jahre, nicht der einzelne Abend. Der Nikolai-Markt, also der Markt vom Sinterklaas, das alter Markt hatte, war von 1820. Und die Hütte, wie die Lück gesagt haben, der wurde dann auf 1876, also 56 Jahre später, Heumarkt abgestellt. 10 Jahre später wollten sie eine Promenade am Heumarkt machen und der Nikolai-Markt Domhof postieren. Ach, es ging hin und her und am Ende hat eine knappe Mehrheit dafür gestimmt, dass der Weihnachtsmarkt abgeschafft wird. Ist ja krass. Köln ohne Weihnachtsmarkt? Erst 1923 haben sie wieder damit angefangen. Aber 1939, Schicksalsjahr, wie man weiß, war es dann wieder am Ende. Ich habe den Markt als Kind nie gesehen. Das war einfach nicht Usus, dass sie alle Mal daherjückten. Für Freunde zu treffen, sind meine Eltern zu denen nach Haus gegangen oder sie haben sich bei uns getroffen oder in einer Wirtschaft. Aber doch nicht am Weihnachtsmarkt. Mit mir sind sie auch nicht dahergegangen. Der erste Weihnachtsmarkt am Krieg wird erst wieder 1970. Und meine Eltern sind auch nie mit mir dahergegangen. Das wurde auch von Mensch einem erg kritisch gesehen. Das ist nur Geschäftemacherei. Damals war Christtag noch viel mehr wie heute religiös fest. Und der Weihnachtsmarkt war dann für Mensch nur so ein Element von der Kommerzialisierung. Also für mich ist es immer noch ein religiös Fest. Aber ich habe auch den Weihnachtsmarkt gern. Der sich doch nicht widersprechen. Sonst, wie wir evans alt gesagt haben, jedes Jahr noch die englische Nümat. Ja, das habe ich neu gelernt, wie das losgegangen ist. 2006 hätte die Stadt damit angefangen, die Weihnachtsmärkte ordentlich auszuschreiben. Die Weihnachtsmärkte mussten dann mallig jeder unter ein Thema gestaltet werden. So ist der Weihnachtsmarkt am Nümat der Weihnachtsmarkt der Engel, also der Markt von der Engel schon geworden. Da fällt mir gerade auf, der Weihnachtsmarkt heißt im Kölsche nicht Christtagsmarkt, auf schöns Weihnachten Christtag heißt. Das hängt auch damit zusammen, dass das ich so spät angefangen hat.
Norens mit dem Weihnachtsmarkt um Nümat, da jedet verhaftig manchmal Engelscher, dat hei Glück, die sich so als Engelscher kostümiert han und die da auch rumlaufen. Ja, also mir gefällt es erg gut. Die Jeng sind breit, Nümat versteht sich. Man wird nicht so flück umgerannt. Und nicht je 1000 Lampen, die in de Bäumen hängen. Das ist das schönste Zig im Jahr für den Nümat. Ja, dann geht noch der schöne Weihnachtsmarkt am Hafen. Das ist richtig romantisch. Man sieht die Altstadt und in der Nähe Maria Lüskirchen und hat den Blick auf den Ring. Und das Schokoladenmuseum mit seinem schönen Café ist direkt nebenan. Also wenn es kalt wird, kann man sich da jetzt aufwärmen und ein lecker Stückchen Kuchen essen. Nicht zu vergessen der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz, der Märchenweihnachtsmarkt. Und überall jede Bühne. Ein große am Dom, aber auch auf jedem anderen Weihnachtsmarkt, wo prominente Künstler und weniger prominente, aber auch Chöre mit Pute aus Köln Musik machen. Der allerkleinste Weihnachtsmarkt ist am Kartäuserwall, genau gesagt im Innenhof von der Kartäuserkirche. Das ist all von Ehrenamtlichen, die sich da umsonst engagieren, für soziale Zwecke. Da gibt auch ein schönes Programm. Und nicht so viel Sufföle. Mit dem Süffele hättet sowieso seine Grenze für die mit dem Auto unterwegs sind. Im Umland von Köln, in der kleinen Städtchen rundherum, da gibt es auch schöne Weihnachtsmärkte. So ist es. In Bröl, in Jelebisch, Bergisch, Gladbach und in Bonn. Erg genüsslich, muss man sagen. Und unterwegs daher noch der Gertrudenhof. Da ist es besonders schön für die Pens. Jetzt sieht er sich schon bald mit einem Bein an der Tür raus, weil wir so viel von den Weihnachtsmärkten verzahlt haben, wo man hergehen kann. Vorher noch der kleine Sprachkurs. Tetrete, aufgepasst, jetzt wird Geld geliert. Hier kommen die Wörter für die Weihnachtsmarkt-Grundausstattung. Zu Müffele. Zu Süffele. Nee, Moment. Ich zu Müffele. Du kannst stehen. Das sind Kastanien, genau genommen die für zu essen, also Esskastanien de Marone. Und der Riefkochen. Und ein Wursch auf die Würstchen und, was kein Kölsch ist, war lecker, mit dem Groß an uns niederländische Freundinnen und Freunde, die uns zuhören. Da jedet Poffertjes, so jet wie Pannekuchen, war schnuggelig klein und verhaftig ein Delikatesse. Ja. Und dann noch ob Kölsch de Fritte, die ob Hudutsch genauso wenig elegant Pommes, war eigentlich Pommes frites heißen. Zu Süffele, der Löwing. Kölsch und Wing jedet ja auch sonst. Ja, wat braucht man? So wie überall, das is het Geld. Man sieht in Köln auch de Nüssele. Oder wenn es nicht so viel ist, von früher her noch die Grosche auf Penninge. Für ein Beispiel der Penninge zusammenkratzen. Und das ist Penningskram für Kleinigkeiten. Lieflücksche, die Weihnachtsmärkte von Köln sind nicht der älteste, aber bestimmt der allerschönste. Und wir wünschen euch viel Freude darauf. Der Rudi Meier hat für uns gesagt, wenn wir sagen, das schön, wie wir das sonst gemacht haben, das sich ein bisschen wenig allet anhören. Wir möchten ein bisschen mehr mit Fum sprechen. Das machen wir jetzt und das machen wir dann auch in der nächsten Zug. Tschüss.